Die zwei Rotary-Club von Aachen an der Maison du Savoir eine Konferenz über Antisemitismus und Antiziganismus gehalten. Das wurde von einem Member vom Rotary-Club, dem Georges Santer, gehalten. Es waren viele Leute an die Maison du Savoir gekommen, für beim Georges Santer seiner Konferenz über Antisemitismus und Antiziganismus dabei zu sein. Der Redner vom Abend war der Georges Santer. Hier ist am Moment der Präsident von der IRA, der International Holocaust Remembrance Alliance. Hier hat er so erklärt, wie die überhaupt zu der Konferenz kommen. Mir eigentlich als die Idee kommt, ich bin ein Member von einem Escher Rotary Club. Die zwei Rotarien haben den geschwärzt, soll die nicht ein Gerappes machen zusammen, soll die nicht ein Gerappes gucken, was gut ist für Bewusstseinsbildung. Du hast gesagt, ja, wir haben einen Member, den also im Moment Präsident von einer Organisation, die beschäftigt sich mit dem Thema. Und das ist eigentlich ein Thema, das direkt eigentlich erst von der Rotary Club bekommen. An der Universität konnte sich aber ganz gut anhängen. Wir wollen noch nach ihr Präsident, den 3. März rüber, vielleicht auch noch ein Gerappes zusammen machen, mit mehr Studenten. Wichtig war dem Georges Santer aber auch, dass junge Leute bei seiner Konferenz dabei wären. Dafür waren auch ein paar Studenten von der Uni da. Wie muss man mit dem Thema Junge erreichen? Also, ich meine, die Jungen, und da gibt es vielleicht keinen Unterschied an den Generationen, die muss das auch mit bestimmten Emotionen, muss nicht rational, die muss es lernen und so weiter. Muss sich damit auseinandersetzen, also gedanklich mit, dass du zu gleicher Zeit etwas ein bisschen in der Haltung muss. Also ich meine, kennt kein unter Herder Wohrig, dann unter Auseinandersetzung mit der Herder Wohrig. Froh ist, wie kann ich das Beste, was ich immer gesehen habe, wenn ich nach Leuten hört, die erlebt tun. Und Leute, die wären dann alle 85 plus, 90 plus 1, die da mit den Leuten geschwärzt haben. Also allein schon wie die Jungleute darüber reagiert haben und Zeitzeuge. Froh ist also heute, wie kann ich die Jungleute erreichen, wenn es kein Zeitzeuge mehr gibt, wenn es kein Leid wird, um ganz emotional zu sein. Die können hier Ärmel abstrippen, hier Kleider abstrippen oder hier Hirme abstrippen und eine Nummer nach durchstehen. Und das ist ein wesentlich froh, die da stellt. Wie manche Vermittlung mehr. Ich bin aber auch ein bisschen betont, dass es wichtig ist, Gedenkstätten zu haben, weil das ja etwas Materielles, was danach bleibt. Natürlich muss ihn einfach sich wollen mit den auseinandersetzen. Und da war von den Punkten, die aber abkommen, dass wie weit machen als Schulen haut genug Freiraum, diese Freiraum für sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Höchstwahrscheinlich ist die froh, nicht satisfisant zu beantworten. Trotzdem hat ihr Fund, es wie in den letzten Jahren ein Erfolg gemacht, für die Erinnerung an den Holocaust zu erhalten. Wir haben endlich ein Shoah-Monument, wir haben die Gedenkzeremonie mit in die nationalen Gedenkfeier genommen. Wir haben eine Plakette am Hauptbahnhof, wo die Züge in die Vernichtungslager führen. Und wir haben am Erziehungsministerium auch eine neue Plakette gemacht. Wie sieht die Situation zu Lützeburg und wie gesagt die Aktualität am Allgemeinen aus? Die Situation am Allgemeinen gesagt ganz schlecht aus. Sie ist mehr schlecht, wie sie am Bewusstsein ist. Sie ist mehr schlecht, wie sie thematisiert wird. Wir kriegen richtig eine Perzeption, wo wir dann thematisieren, wenn irgendetwas Schlimmes geschieht ist. Wenn wir ein lesen, eine Synagoge-Überfall oder ich schwätze auch von der Roma. Das ist, was wir nennen, Zigeuner, Roma aus den Deutschen. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass die Situation mehr schlimm ist, wie sie ist. Wir sehen Gott sei Dank in diesem Land nicht unbedingt von Gewalttätigkeit aus. Ich erinnere daran, dass wir vor kurzem einen Briefbord hatten, das wir heute gestern, als wir nach die Foto gewiesen gehen, auf der Brief da steht Fuck the Jews. Also, wir sind nach weit weg von der Gewalttätigkeit. Da sind Vorboten, die sind einfach nicht gut. Die müssen einfach bekämpft werden. Ich erinnere noch daran, dass wir Wahlplakaten hatten, wo ebenfalls eine Allusion auf Juden drauf war. Zum Schluss von der Konferenz stund der Redner den Leuten dann auch noch zur Verfügung, für auf Fragen zu antworten. Empathie ist meiner Meinung nach das Schlüsselwort. Wir brauchen eine positive Herangehensweise, nicht nur das Negative. Juden sind das und das und das oder das nicht,
sondern haben wir uns, können wir uns einmal vorstellen, und das klingt so primitiv, und ich bin mir auch bewusst, dass es primitiv klingt, aber können wir uns einmal vorstellen, was die europäische Zivilisation und die europäische Kunst und das Kunstschaffen wäre, ohne den Beitrag unserer jüdischen Mitbürger.